Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und heute feiern wir Jahresabschluss und es nehmen wir zum Anlass mal ein bisschen zurückzublicken, was wir denn jetzt in dem Jahr schon geschafft haben. Und ich habe den Kanal im Mai irgendwann mal angefangen, also es war ein knappes Jahr. Und da dürft ihr gespannt sein, also das schaut euch irgendwann mal, euch mal an, was ich jetzt dieses Jahr schon geschafft habe. Und dann könnt ihr euch überlegen, was wir nächstes Jahr, wenn wir ein ganzes Jahr haben, schaffen werden. Das wird spannend. Also, gleich mal vorweg, lasst ein Abo da, drückt das Klingerle. Und dann legen wir los, oder? Und ja, dann haben wir ein bisschen Eigenwerbung. Morgen kommt der Jahresausblick für nächstes Jahr. Also nächstes Jahr, da kommt dann der Jahresausblick für nächstes Jahr. Und für alle, die nicht bis nächstes Jahr warten wollen, für die kommt es morgen. So. Und, weil heute Silvester ist, haben wir Motto Blastern statt Böllern, würde ich sagen. Oder Blaster for One. Sowas in der Richtung. Und da haben wir als erstes einmal da noch die Reven. Und ich finde die immer noch hübsch. Vor allem mit meinen Modifikationen. Da haben wir da so Halterle, falls euch mal zwischendrin der kleine Durst überfällt. Oder mal ein bisschen bessere Optik oder bessere Zielgenauigkeit braucht. Da kann man da sein Wässerle trinken. Sein Zielwasser halt. Und ja, da habe ich hauptsächlich, also die haben wir. Und da sind jetzt, glaube ich, die IMRs drin. Und da habe ich die Schalterle da weggemacht, weil der hat anfangs nicht so funktioniert. Oder glaube gar nicht so zuverlässig funktioniert. Aber der ganze Sicherheitsschalter entfernt und jetzt geht es zuverlässig. Ist halt einfach ein bisschen alt. Da ist das okay, dass so ein Schalterle irgendwann mal nicht mehr gegangen hat. Und das kann man jetzt. Zum Glück alles recht einfach richten. Und ich muss einfach weglötet. Weg damit. Macht's keine Probleme. So, das ist jetzt mal das Erste. Und dann haben wir noch Double Strike. Ja, die Videos haben auch recht viele Aufrufe gekriegt. Und da habe ich auch ein Zielfangröhrle montiert, weil, ja, wenn ich schon habe, kann man es auch drauf machen. Und irgendwie mit dem Hebel bin ich noch nicht ganz glücklich. Das habe ich zwar modifiziert, aber in falsche Richtung. Das hat nach unten. Da wo mein Daumen ist, soll das Hebel sein. Und dann kann man das so. Ja gut, wobei dann wäre das Hebel noch. Ja gut, man hält das Ding sowieso nicht so richtig in der Hand. Also das ist dann eher so. Aber das erzähle ich euch dann morgen, wenn wir den Ausblick fürs nächste Jahr machen. Auf jeden Fall habe ich es gekriegt. Ich habe es fleißig angeschaut, das hat mich gefreut. Das ist klasse. Weiter so. Fleißig anschauen, dann mache ich weiter mit. Und bastel weiter am Blaster rum, riecht Blaster und das alles. Und dann haben wir noch die Ultra Mega. Die hat jetzt keine Batterie drin. Die waren irgendwann mal leer vom Rumspielen und ich habe da keine neue gemacht. Das ist also der Großteil sind toll, die habe ich von Thingiverse, da könnt ihr euch die Videos dazu anschauen. Das Teil habe ich modifiziert, weil ich wollte da einfach nicht, das wegsägen, das war mir das blöd. Also habe ich gedacht, komm, dann kürzen wir einfach die Pfeile. Und die Elite-Modifikation, für die Elite-Pfeile, die habe ich immer noch nicht gemacht. Die Teile habe ich rumliegen, aber ja, ich will den Schwungrädlerskäfig da nicht modifizieren. Das ist mir immer dann doch blöd. Und ich weiß nicht, so Blaster braucht einfach Mega-Pfeile. Also, das gehört einfach so. Und auf der Seite dann auch das Mega, weil ich glaube, da war das bloß orange. Das habe ich klasse, weil das sieht cool aus. Ist jetzt immer mittlerweile ein bisschen verratzt, aber das passt. Packen wir das zur Seite. Wo machen wir weiter? Heben wir uns Band jetzt zum Schluss auf, oder? Das steht auch bleibt. Ja, die Mediator, das ist eher eine kleine Modifikation. Da sind jetzt keine Pfeile drin, sonst die noch überall rumfliegen. Das habe ich auch einfach ausgedruckt. Das habe ich von Thingiverse auch. Aber jemand so nett und hat das erstellt. Aber ja, ich weiß nicht, was ich mit dem Blaster mache. So ganz meiner ist nicht. Oder ob man da nicht mal irgendwie. Ja, weiß nicht, vielleicht fällt euch was ein, dann schreibt es in die Kommentare, was man damit machen könnt, weil noch ist ein recht langweiliger Blaster. Also das sieht jetzt schon besser aus mit dem Punktgriff oder mit dem Ding. Da unten statt dem Griff. Wie auch immer das alles so richtig heißt. Aber irgendwie, ja,
ist nicht so ein spannender Blaster. Aber schaut euch gerne auch das Video an, das ist auch recht interessant. Und dann haben wir, wenn wir schon bei 3D-Druck-Modifikationen sind, da haben wir da was heißt Zombie-Streik. Das ist von Werker da, so 3D-Druckzeugs. Das ist halt jetzt ein mächtiger Klotz. Da bin ich auch mal im Überlegen. Also das oben, das ist mir einfach zu viel. Das müsste haben. Also das Teil will ich nicht so sagen, die war nicht ganz günstig. Das da unten, das ist okay. Da müsste das Hebel auch deutlich weiter runter. Aber das sieht jetzt schon, also wenn das oben nicht wäre, würde das schon cool aussehen. Da bin ich auch mal im Überlegen, ob man das, weil das vorne gefällt mir, ob man da nicht irgendwann mal was Eigenes macht. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Ja, da können wir auch mal, da gibt es auch so andere Hebel und Zeugs und das können wir auch mal machen, wenn ihr Lust drauf habt. Schreibt es unten in die Kommentare, worauf ihr Lust habt und dann kriegt ihr mich sicherlich überredet, das irgendwann mal zu machen. Ja, dann haben wir noch. Die Refrieber, die haben wir auch zerlegt, ordentlich geschmiert. Und das war recht leichte Modifikation, weil das ist alles, da hat man bloß den Anschlag ein bisschen ändern müssen und schon hat die ein bisschen mehr Leistung gehabt. Habe ja auch ein Video dazu gemacht, das haben wir auch, das war recht einfache Geschichte, also da habe ich nicht mal irgendwas dafür braucht, einfach ein bisschen als Zängle und ein bisschen wegknipst und halt auf und zuschrauben, klar. Und man muss halt, wo steht's? Da steht's. Do not modify darts or blaster. Or dart blaster. Steht nicht auf Deutsch, das gilt für die Deutsche nicht. Das ist okay. Also ich darf das modifizieren. Packen wir das Pfeile wieder rein, dann ist aufgeräumt. So. Jetzt wird es langsam eng. Wo machen wir weiter? Haben wir da? Die Riken CS6. Die sieht jetzt, bis auf das hinter, das ausdruckte, also die Teile, die habe ich von Thingiverse, das Teil habe ich selber entworfen, weil ich mag da kein Magazin lagern, das räucht mir so. Oder ja, das hätte ich ein bisschen besser entworfen können, weil ich habe am Blaster doch ein bisschen rumdoktert. Und was da noch fehlt, ist jetzt die Zieloptik und da unter das Lichtdings. Da muss ich mir gucken, ob ich da irgendwo alles finde, wo nicht mehr so richtig geht. Und dann machen wir da gescheites LED-Licht rein, dass man den Blaster einfach zeitgemäßer gestaltet. Dass der auch richtig leuchtet. Ja, das ist, wie ihr da in dem Magazin vielleicht schon seht, das ist ein kleines bisschen modifiziert. Also das ist für kurze Pfeil. Und ich mag die Magazine, also so, ich meine, da gibt's da Adapter, da hat mir auch in den Kommentaren immer einer drauf hingewiesen. Aber es sieht einfach, wenn da so ein halbes Magazin in so einem riesen Ding drin steckt, das sieht einfach komisch aus. Es sieht so besser aus. Und da seht ihr, da sieht man dann, was Sache ist. Und das ist was mit. Bin aber überlegen, ob man da nicht noch so ein Ding mit Kugellager reinkriegen, dass da vorne irgendwie rein, dass das da auch schön versteckt ist. Müsste man das noch ein bisschen ärger modifizieren. Ich meine, das war auch einfach Modifikation, aber. Und dahinter die Schulterstütze. Ich glaube, die Teile entworfe ich auch noch selber. Das ja, gefällt mir noch nicht ganz so. Also da, das schließt nicht sauber ab, das gefällt mir nicht. Es ist schon ganz gut, also, aber das sind so. Da der Millimeter und das. Und der Hanna das könnte dann auch da übergehen und was weiß ich. Also das ist schon Kleinigkeiten noch. Und der Hanna irgendwie da, dass der Abschluss, dass es einfach sauber fließt. Ja, aber das ist auch alles zu seiner Zeit. Da kommen wir sicherlich noch dazu. Und dann haben wir noch, wenn wir schon bei den Riken sind, da haben wir da die Mark II noch. Ja, was ist da? Ja, das. Ich glaub's nicht. Hat doch neulich noch geklappt. Ah ja, gut, ein bisschen Gewalt braucht's halt. Das ist auch, wie ihr da seht, für kurze Pfeile.
Und da erzähle ich, die taucht morgen auch nochmal auf. Da erzähle ich noch, was ich damit vorhabe. Das ist schon, ja, ein bisschen kalt. Das ist andere. Ich glaube, da habe ich. Ja, da ist dasselbe Relle noch drin. Ach, das ist das von der Prophecy, habe ich in der Riken Mark OS oder Riken CS6 drin. Aber da habe ich auch was mit vor. Das ist halt da. Das vorne auch ein bisschen anders. Ja, ein bisschen aufgesägt. Das ist okay. Packen wir sie wieder weg. Dann haben wir noch den Anfang von meinem Kanal hier. Die Worker Prophecy. Und die ist jetzt auch schon ganz, ja, also dezent modifiziert, würde ich sagen. Anderer Griff, die Seite ist schöner, weil das habe ich so liegen gedruckt. Das ist, ja, die Stützstruktur hinterlasse dann ein bisschen Marke. Und ja, den Ton mit dem Transparent, das trifft man halt, wenn 3D-Druck da irgendwie. Da habe ich 2 verschiedene Sachen gekauft und keins davon passt richtig zum Farbton. Aber so, es ist besser wie der Griff nach vorne. Gut, und die habe ich sowieso. Also die hat weniger Leistung, wie sie im Normalzustand hätte. Aber das ist ein schöner Blaster. Also wenn man damit zielt, da trifft man dann auch wirklich. Also da anlegen und gucken, wo das noch erzeugt. Weil das hat nämlich kein Korn. Oder kein Kimme. Kimme heißt das was da hinten noch gehört mit dem Schlitz. Das da vorne ist Korn. Seht, voll Profi. Und die habe ich. Die ist ein bisschen weniger aggressiv, wie sie normalerweise wäre. Weil normalerweise wird die Feder da in die Schulterstütze gegangen. Aber das ist recht einfach zu ergänzen. Die kann man einfach neu setzen, die andere Schulterstütze montieren, Schrauben rein. Und dann hat der Blaster plötzlich wesentlich mehr Leistung. Und dann haben wir auch. Das sieht einfach besser aus. Und ich habe auch noch so ein Bananenmagazin dafür, wie bei der Work. Legen wir das da. Wie bei der Riken. Auch so eins habe ich noch dafür. Das ist, glaube ich, auch von Worker. Das da noch. Und so eins habe ich auch ein Transparent. Das habe ich auch in anderen Videos schon gezeigt. Aber mir gefällt der Blaster in der Konfiguration am besten. Und ich bin ja mal überlegen, ich glaube, das Profilbild von meinem YouTube-Kanal und alles sollte ich vielleicht auch mal anpassen. Und das Einzige, was ich denke, was man machen kennt, irgendwie, wenn man das Rot da rauskriegt. Wobei ein bisschen, das ist auch okay. Ja gut, das reibt da dran lange, also lackiere ich da nicht. Das ist halt schon, das ist blau und da seht ihr, das da ist alles blau, das passt alles, das ist Silber, das Triggerle ist Silber, das war vorher alles so rot. Kann man das wieder zumachen. Das ist ganz praktisch, wenn man das schießt, da kann man alles offen lassen und dann kann man gucken, ob noch Pfeile drin ist. So, oder da. Packen wir das einmal. Ja, wo packe ich das jetzt noch? Oh, nicht gegen die Kamera kommen. Ja, voll Profi halt. Ich lerne das noch. So, oder da. Dass man das noch gerade noch so sieht. Und dann haben wir da noch außer so ein riesenlanges Projekt. Da haben wir auch einiges an Zeit. Aber ist auch einiges an Zeit eingeflossen. Ich glaube, die 3D-Druckteile habe ich glaube kein Video dazu gemacht. Aber das ist mein Streif. Also das, was davon noch übrig ist. Also ich glaube, das ist hauptsächlich bloß das Gehäuse und das Schieberle. Das ist, glaube ich, ein Original. Ja, ne, das Schieberle. Das Schieberle ist auch ersetzt. Das ist ein schwarze. Da ist das ist tatsächlich bloß das, was das Magazin noch hält. Und auch der Kabelkanal ist ein Original. Und sonst Schwungrädelskäfig haben wir einen von Worker drin. Dann haben wir andere Akku drin. Oder da ist jetzt kein Akku drin, das brauchen wir jetzt auch nicht aufschrauben. Das Deckel ist geändert. Das habe ich auf Thingiverse gefunden, ein bisschen anpasst, dass der weiße Streifen reinpasst. Und das da habe ich selber gemacht. Das Weißen reinpasst, dass der Streifen einfach durchgeht. Und da natürlich noch Spannungsanzeige, wenn wir da so ein Lipo drin haben.
Ja, habe ich das noch geändert, dass einfach auch schwarz ist. Da das Orange entfernt. Ich glaube, das hat den Kunststoff nicht ganz so gut da, aber ja. Und da vorne andere Aufsätze gemacht. Kann man. Ihr habt das auch noch ein Orange, das hier mittlerweile einfach. Das sieht nicht gut aus, wenn der Rest nicht orange ist. Und so sieht das dann die Kurzversion aus. Das ist dann. Und was ich auch geändert habe, das da, das wollte ich auch blau haben. Das war sogar recht einfach zu machen. Das sind so kleine Details, wo man denkt, okay, das stört auch bloß mich. Also Silikon-Röhrle, das ist dann, das ist dasselbe Prinzip von Silikon-Röhrle wie bei der Raven. Nur dass die Halter ein bisschen kürzer sind, dass es auf die Streif drauf passt. Das ist ja einfach gemacht. Ja, eine gescheite Schulterstütze hat es immer noch nicht. Also das ist jetzt halt Stück Nummer 2. Das ist halt einfach, dass es abgeschlossen ist. Da habe ich ja ein bisschen Kappe drauf gemacht, die ich einfach draufpresst. Und ich glaube, in demselben Prinzip könnte man auch Schulterstütze machen. Das ist dann, wenn die Schnittstelle funktioniert, ist ja recht gut. Und dann seht ihr, das ist recht gut abgeschlossen. Und da haben die Ecke könnte man vielleicht noch ein bisschen, wobei die ist da auch bloß abgerundet, weil der Blaster mal wahrscheinlich runtergefallen ist. Den habe ich gebraucht gekauft. Also das ist ganz okay, so einen Blaster dann gebraucht zu kaufen und da einfach anfangen zu modifizieren. Ja, mit dem bin ich noch nicht ganz glücklich. Also das ist, ja, das ist schwer, da was zu finden, was die Form von der Streif weiterführt und trotzdem gut aussieht. Und der weiße Streifen, so glaubt man, nein, also das, ja, ich glaube, den sehen wir morgen auch wieder. Den wird er nächstes Jahr sicherlich auch noch das ein oder andere Video dazu sehen, das kann ich euch verraten. Packen wir es da noch. Und dann haben wir noch alles, was wir gemacht haben. Der Anfang vom eigenen Blaster, das ist ganz wichtig. Und das hätte morgen dann auch noch die weitere Teil dazu und das kriegen wir Anfang nächsten Jahres sicherlich fertig, weil das will ich einfach fertig haben. Das will ich einfach wissen, ob das geht. Das ist einfach, das ist ja, wenn man so ein Magazin hat, wo dann die Pfeile dann so rum drin sind. Und hab da die Aussparung gemacht, einfach mal ein bisschen Material zu sparen und das auch ein bisschen hübscher zu machen. Und keine Sorge, das Schrauberkommando auch, das ist halt ein bisschen, ja, für die ersten Versuche, da sind auf der Seite auch noch ordentlich Löcher, weil ich mit der Federle ja da hin und her probiert habe, bis ich dann mal was hatte, was halbwegs funktioniert hat und die hat jetzt auch noch nicht genug Kraft, aber das kriegt man alles noch. Das sind alles Probleme, die man dann feststellt, die man Stück für Stück auch lösen kann. Ja, ich denke, das wird schon ein spannendes Projekt. Also da könnt ihr, denkt, das ist ein Abo wert, oder? Das ist ein Abo wert. Und also wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Also für alle, die nicht warten können, wir sehen uns morgen. Wunderbar, dann feiert recht schön, habt einen schönen Abend und bis nächstes Jahr, euer Blaster-Ingenieur.